Sollst zufrieden sein. Das kannst du in der warmen Stube bleiben, du dumme Plauder, du Miau. Ihr versteht mich einfach nicht, hat sie endlich gesagt. Ich gehe wieder in die weite Welt raus. Adieu miteinander. Danke für alles. Miau, gang du nu. Gang du. Wir sind froh, dass wir dich los sind. Dann ist sie endlich gegangen. Sie ist gelaufen und rumgeflattert und auf dem Wasser geschwommen. Aber es hätte immer alleine sein. Niemand wollte sich mit dem abgeben, weil er so wüst war. So ist der Sommer vergangen. Die Blätter sind von den Bäumen gefallen und zuletzt ist es Winter geworden. Auf dem Teich, wo sie endlich herumgeschwommen ist das Eis immer dicker geworden. Und an einem Morgen war es endlich ganz eingefroren. Da ist gerade ein Bauer am Teich vorbeigegangen, hat mit seinem Holzschuh das Eis aufgebrochen und es endlich heimgetragen zu seiner Frau und seinen Kindern. Je, das war ein Hallo. Die Kinder wollten endlich heben und mit ihm spielen. Aber das Entli war ganz vergelstert und hat gemeint, sie wollen ihm etwas zu leid tun. Und ist in einer Angst davon geflattert, gerade in einen Milchkrug rein, dass die Milch überall umeinander gespritzt ist. «Ums Himmels Willen!» hat die Bauernfrau geäussert und hat das Entli packen. Das Entli aber ist in einer Aufregung zum Milchaffen aus, direkt in eine Äpfelmusschüssel rein, die auf dem Tisch gestanden ist. Und von dort ist es auf die Kommode, wo es noch ein Blumenvase umgeworfen hat, und zuletzt ins Butterfass rein.